Ich begrüße euch an einer Videoserie über Kirchen und Kapellen zu Lützeburg. Heute sind wir zuerst danach an der Muttergotteskapelle, die liegt bei der Lützeburger Straße, bei den ersten alten Häusern von Echternach. Die Kapelle geht zurück auf das Jahr 1654. Damals waren wir baust, der Stadt Mauern. Wir haben also eine ganz ähnliche Situation wie 30 Jahre früher an der Stadt Lützeburg mit der Glaciskapelle. Die gouf ja auch ganz bewusst baus der Stadt abgerichtet. Hier war genau selwicht. Den Abt Petrus Fisch hat das Heiligtum hier gegründet als Marienwallfahrt. Das ist charakteristisch für die Zeit. Wir sind an der Gegenreformation, der katholische Kirche, die erneuert sich. An die großen Pilgerfahrten, wie sie am Mittelalter bis zur Reformation gebraucht waren, zum Beispiel ob Compostela oder ob Rom, die gehen, wenn es alle möglichen Missstände, die es dabei gauf, löserlös zurückgedrängt und noch aufgeschärft und sollen dann mit kleinen Pilgerzentren entstehen. Hier ist ein ganz typisches Beispiel dafür. Bei der Französischen Revolution gouf die Kapelle hier säkularisiert, sie gouf verkauft als Bien national. An recht nach der Revolution hat den Dächen von Echternach sie konnten zurückkaufen, für sie Menkeer anzurichten als Kirche. Am 19. Jahrhundert gouf es zu Echternach eine Militärgarnison, das war dann die Garnisonskirche, bis heute erinnert ein kleiner Urgel und die Zeit. Dann ist verschiedentlich unter Kapelle geschafft gehen. Die letzte große Restauration geht zurück auf die 80er Jahre vom 20. Jahrhundert. Den Altar geht zurück auf die Zeit, wo die Kirche gebaut ging, mit 17. Jahrhundert. Ganz charakteristisch für einen Marienaltar ist die perspektivische Nische an der Mitte, wo die Statue von der Pietà dran steht. Die ist in Wirklichkeit nicht so tief, wie sie ausgeseit, aber dadurch, dass Seilen auf den Seiten mehr not zusammenrückeln und auch mit klein gehen, wirkt das dann ganz ernst, wie es in Wirklichkeit ist. Der Altar wurde dann am 18. Jahrhundert ein bisschen ausgebaut und verschönert. Damals also auch den Tabernakel drauf kommen. Seitenaltäre sind hier nicht, wie wir das gewinnt sind, am Holz oder am Steh skulptiert. Sie sind gemalt an einer Trompe-l'œil-Technik. Das heißt, in Wirklichkeit bestehen sie eigentlich nicht mehr aus einem Bild. Das ist etwas, was an der Barockzeit ganz häufig ist. Hier wirkt es wahrscheinlich nicht mehr, wie das am Anfang vorgesehen war, weil der ganze Dekor rundherum fehlt. An der Kirche sind dann noch zwei Reliefen zu erwähnen aus dem 17. Jahrhundert. Den einen, der stellt die Kreuzigungsszene durch mit dem Hintergrund von der Stadt Jerusalem. Den anderen Relief, der stellt den Schutzengel durch, ein Thema, das an der Barockzeit ganz belebt war, wo sogar Bruderschaften gauf, die auf die Verehrung vom Schutzengel ausgerichtet waren.